Es geht weiter, immer heiter, zurück bei New Pokémon Snap. Und was wir heute alles snappen, das ist eine gute Frage. Hoffentlich auf neue Regionen bzw. neue Gebiete, nicht Regionen, neue Gebiete und demzufolge auch neue Pokémon für unseren Fotodex. Ja, Hakase, hisashiburi. Alter, hat der gute Todd noch einen Cameo-Auftritt, ich glaube das nicht. Ja, da ist ja der Charakter aus Pokémon Snap, damals für Nintendo 64. Und der ja optisch angelegt ist an Tracy aus dem Pokémon-Anime, der ja damals zwischen der Kanto und der Johto-Saga, genauer gesagt bei der Staffel, wo es um die Orange-Insel ging, der damals Rocco kurz ersetzt hat und so, der ja auch Fotograf ist, oder war, oder wie auch immer. Also, Fotograf, ja. Doch, man kann es eigentlich so sagen, ne? Es ging eigentlich schon eher in die Richtung. Wobei ich mir ganz sicher bin, ist echt schon lange her, ob Tracy und Todd, ob es der Ursprung von dem Japanischen derselbe ist. Also ob er im Japanischen echt halt Todd hieß oder im Englischen einfach Todd heißt und bei uns im Deutschen ist er Tracy und im Japanischen auch, da bin ich nicht mehr ganz so sicher. Das müssen wir erstmal kurz noch nachgucken. Also ein professioneller Pokémon-Fotograf, der die ganze Welt bereist. Hey Todd, was geht ab? Ja, wir sind früher zusammen auf Reisen gegangen. Haben bei der Planung eines Forschungsprojekts zu Rate gezogen. Verstehe. Ah, ist das Gefäß, das du entwickelt hast? Nicht schlecht, da kommen Erinnerungen hoch. Vor allem hat Todd eben noch die alte Kamera. Vermute eine neue Linse, wa? Oh,いい写真じゃないか。何師匠に写真見てもらってんだよ。 Oh mein Gott, der hat ja auch einen Orden. Ach nee, warte mal, war ja was anderes. Hallo, ich bin Phil, der beste Schüler von Todd. Ich wollte mich auch eigentlich anschließen, um selbst ein paar Fotos zu knipsen, aber mir kam da eine bessere Idee mit den Knirpsen. Knirpsen. Wäre es in Ordnung, wenn ich auch stattdessen Phil begleitet? Nö, ich hätte gern Todd dabei gehabt. Oh Menno. Ah. Also bloß mal Vertretung bist. Das Abzeichen losgeliehen. Na gut. Worum geht's überhaupt? Ernsthaft? Das ist Floreo, die Insel, auf der wir uns gerade befinden. Unser Basiscamp ist hier auf der Karte markiert. Um bei unserer Forschung voranzukommen, müssen wir auch die anderen Inseln erkunden. Und dieser Ort hier wird für unser erstes Ziel sein. Oh, schade, dass es nicht eine neue Region wäre oder so etwas, auch in anderen Pokémon spielen, wo man halt, ja, auch Pokémon fangen könnte. Also, richtig fangen. Wie normale Pokémon spielen halt. Vielleicht kommt das noch. Es ist halt nehme ich jetzt mal an die Regionen, die halt auch noch nicht besiedelt ist von Menschen. Könnte auch gut sein. Dass teleportiert werden kann. Diese Insel kommt auch in den Lentil-Chroniken vor, oder? Yep, Captain Vince hat sogar geschrieben, dass er dort ein leuchtendes Pokémon gesehen hat. Also gut, legen wir los. Viel Spaß bei unseren neuen Abenteuern. Und hier kommt Todd. Während hier alles leer, kann ich mal ganz kurz nachgucken, ob ich das jetzt gerade mit Todd und so eigentlich auch richtig erzählt habe. Scan-Funktion von großem Nutzen sein. Oh, ein Dschungel. Dschungel bei Tage, wobei sonst. Moment kurz.
Auf Belus, der Dschungel ruft. Ja, bin schon dabei. Also was er zu Todd gesagt hat, war zum Teil richtig. Plus die Verbindung mit Trace, wenn nicht ganz korrekt. Also eben, dass er bei Pokémon Snap schon dabei war und so, das ist natürlich soweit alles korrekt, aber eben. Vielleicht da mal umdrehen oder so? Uah! Alter! Papinella, ey, du kommst so ganz schön nahe. Oh, ein Letharking, verdammt. Haben wir jetzt komplett verpasst. Egal. Alter! Ist ein bisschen fotogeil, war dieses Papinella. Sag mal, ist das ein Arbok? Arbok. Ah, verdammt, schon das Papinella. Das fast schon wäre was anderes. Molot, dreh dich um. Was so? Schon ein Letharking hier oder was? Das Gebiet hier ist echt groß. Ist irgendwas verpasst oder so? Da oben ist ein Safkon. Alter Schwede. Ist aber gut versteckt, Kumpel. Jo. Schön, dass es da. Gut, dass wir seine Ruhe haben. Dann lass es auch in Ruhe. Ah, wir haben noch ein paar andere. So, jetzt aber. Perfekt in der Größe. War hier nicht irgendetwas? Doch irgendwie aus dem Trailer, dass hier etwas ist. Ist irgendwie in Erinnerung, dass hier irgendwie ein Bisa Flor sein müsste. Aber egal. Das kommt bestimmt noch. Was haben wir da noch für ein Viech? Nochmal ein Kleopatra. Ja, das Viech ist ziemlich scheu. Ja.
So, gucken wir mal wegen Griffel. Wo hast du deine schönen Griffel? Hier, Griffel. Papinella. Machen wir das hier. Und reden ganz hübsch. Hier haben wir Arbok. Ja, sei doch nicht so bockig. So, hier haben wir jetzt schön die ganze Größe drauf. Und hier noch das Teil. Wundervoll. Warte mal, währenddem der Professor gleich eine Bewertung raushaut. Guck ich mal noch kurz wegen Tracy, was er vorhin ja erwähnt hatte. Gut, Tracy, ja gut, er ist kein Fotograf, er war ja eher so Pokémon-Beobachter, war so in der Art, hat es vor allem gezeichnet, okay, deswegen. Hat ja auch Illustrationen irgendwie, sage ich jetzt mal, von einem Pokémon gemacht, insofern aber in allen mit Todd verwechselt, okay. Aber ist egal, eigentlich. Das Wichtigste ist, dass dieser Todd hier der gleiche ist, wie der aus Pokémon Snap und einfach hier nochmal einen Auftritt hat. Ist doch schön. Weg. Flubbel, flubbel. Papinella. So, also die Größe wird wohl passend sein. Dankeschön. Arbok. Shinhakinda. Arigatou gozaimasu. Das mächtige Safkon. Bezaubernde Kleopatra. Oh Lord. Oh. Sehr schön, Freunde. Haben wir den Dschungel zum ersten Mal erforscht. Am nächsten Mal, wenn ich da reingehe, versuche ich es mal nur eine Seite zu mich auf eine Seite zu fokussieren. Dann eine schöne Lieder hochladen, damit wir selber wundern können. Nee, das machen wir dann selber. Dankeschön. Und dann ist noch keines wirklich dabei. Oh, neuer Auftrag von Todd. Von Fototod. Ladevorgang. Auftrag, das versteckte Bein. Wo will es nur hin? Sind die Online-Aufträge oder was? Ist das entdeckt? Tani. Ich bin jetzt Fotografin. Yeah. Apfelmedaille. Was? Na komm, ich mach das mal. Was will der jetzt? Also hast du von Huts zweitem Bein. Gut, das macht Sinn. Der hat irgendwie einen Auftrag von Todd bekommen. Da ist es jetzt. Ach du Scheiße, sind das viele. Der war's, ein Sprung ins kalte Nass. Okay, alles klar. Mal verstanden. Dass ein bisschen auf die seltenen Dinge achten muss bei Pokémon. Kann er schon hier hin? Nee, hab mich auch gewundert. Der dichte Dschungel. Faszinierendes Verhalten. Aber einfach mal 4 krasse Sterne dafür bekommen. Okay, gut. Muss mal versuchen. Aber jetzt erstmal gucken wir uns, wie gesagt, erstmal die linke Seite an. Das war ja die, wo wir zuvor Letharking verpasst haben. Ich glaube, es macht sowieso Sinn, wenn ich immer halt nur eine Seite mir angucke. Um sich nicht zu verpassen, ne? Das ist ja eigentlich die Idee dahinter.
Danke, Todd. Ich versuch's. Nochmal ein Safkan. Das mir erstmal übersehen habe, war. Hm? Das haben wir schon, Freunde. Sag mal, Papinella, das machst du absichtlich, wa? Okay. Den von vorne zu erwischen dürfte schwierig sein. Mist. Irgendwas hier übersehen? Oder vielleicht auch eine geheime Passage oder so etwas? So, schön Großansicht. Oh Lord. Macht's was? Nö, wa? Smurlord relativ egal. Was ist da hinten los? Da hinten ist was. Wir müssen einfach nur den Weg da entlang gehen, wa? Hm. Aha! Herausgelockt. So. Ein Kabador! Mist! Doch. Ah, jetzt noch. Sehr schön. Ja, hier vorhin zuvor auch schon. Tja, dann schon da hier. Ja, Kabador freut sich, nur sehe ich es leider nicht mehr. Dem nach wie vor egal. Da muss auch irgendwas noch passieren. Bist einfach reingesprungen. Ja gut, insofern ist ja was passiert, wa? Von da nicht. Dann wäre noch mal ein Carpador, was ich vorhin angesehen habe. Da noch irgendwie auf der Seite noch etwas. So, komm, das sieht doch auch schön aus. Ja, diese Erkundung dann zum Ende zu, da die nächste steht bereits im Raum. Was ist da drin überhaupt? Was kann möglich sein, dass ich da durchkomme? Garantiert. Da muss ich irgendwie durchkommen können. Natürlich bei Tag ist und nur vielleicht bei Nacht geht, das ist ein anderes Thema. Das Abenteuer ist erst, wenn du zurück bist. Yeah! Ja, schön. Freut mich und tschüss. Ja, aber auch ein paar neue.
dass sie nur 2 Sterne wert sind, krass. Hier vor allem voll wütend, aber okay. Kabuto, Kabuto, Kabuto. Kabuto. Lecker, leckeres Kabuto. So, mach den Dschungelcheck. Alter, New Record. Late Tarking, leider nur von hinten. Ja, kommt es ein bisschen besser. So, beim Morlot noch. Muss auch ein bisschen höher sein. Jo. Nehmen wir natürlich gerne. Nice Timing. So. Ab auf Level 2. Dann kommen wir runter zur Nacht, wa? Das geht spannend. Jetzt haben wir noch ein paar Neuerungen. Sehr schön. Neuer Auftrag. Ja, ein anderes Mal. Erstmal gucken, was der Professor zu sagen hat. Dann vielleicht sogar noch mit der mal nachts auf den Dschungel gehen, zum gucken, was da so abgeht. Vielleicht ist der Tag ihn dann ja wach. Das könnte ja sein. Ich möchte den Dschungel bei Nacht besucht. Ja, das war ja klar. Okay, einfach nachts gehen, einfach fotografieren, fertig. Perfekt. Wollte ich sowieso machen, also insofern. Dschungel bei Nacht, Freunde. Das können wir uns in der heutigen Folge noch gönnen. Zumindest einmal durchgehen. Ne? Das zweite Mal dann wiederum in der nächsten Ausgabe von New Pokémon Snap. Was? Ist das für ein Viech? Dass jedes Mal fotografieren muss, ganz ehrlich. Ja, da oben ist was Neues. Auch ein Kleopatra, oder? Habt ihr gesehen, Ariados? Sag mal. Tarkin ist irgendwie nicht mehr da, wa? Oh. Tu-Kanon. Ja, toller Moment erwischt. Ganz geil, hab's einfach geweckt. Da hinten durch will ich. Warum geht das nicht? Schade.
Fuck. Komm schon nochmal. Naja. Muss es der erste genügen. Wenn man einen richtig perfekten Sprung habe. Das sicher schläft er immer noch. Da ist sogar ein Jan Mega. Ah, da ist noch eins. Tagen haben wir jetzt in der Nacht gar nicht gesehen, wa? So, jetzt aber, komm, da muss jetzt aber annähernd perfekt gewesen sein, das Foto. So. So, wenn wir sagen wollen, das war's bei Nacht. Im Dschungelbiom. Ich bin gespannt, ob wir es so überhaupt schaffen werden, alle Pokémon jetzt einmal zu erwischen. Weil, soviel ich weiß, gibt es um die rund 300 Pokémon. Ein bisschen weniger als 300. Das ist schon eine gewisse Anzahl, darf man nicht unterschätzen. Nehmen wir noch ein 2-Sterne-Foto. Ledian. Ledian. Moorlord. Moor. Mehr Moor als Lord. Oh, Moor. Der Sprung gibt gar nicht so viel, krass. Also mit den Sternen jetzt nicht, wa? Kristallblume, ja, das wenn du das Foto aus dem Professor zeigen möchtest. Das Lumina haben wir gar nicht gesehen, war auch eine Kristallblume. Das Ding eines davon den Lumina-Effekt hatte. Zumindest ist mir nicht richtig aufgefallen. New Pokémon. Ariados, Ariados. Kanon. Ledian. Ich finde auf die Stimme war nicht mehr so geil von dem Viech. Ledian. Moorlord. So, ein Carpador. So ein Apfel verspeist. Jan Mega. Ja. Janma war schon cool, aber Jan Mega ist einfach mega. So. Ich habe echt keine gesehen, ey. Gut. Müssen wir es halt normal machen, wa?
Also dann, wirklich wie gesagt, in der nächsten Folge dann. Wo wir es nochmal nachts versuchen, dann mit der Kristallblume und mal gucken, was wir sonst so für neue Pokémon entdecken. Nachts vor allem. Ich bin durchaus gespannt. Warte mal. Ja, der Fototext. Michaels Fotodex. Ich sehe der Pokémon 39. Ist noch nicht so viel, wenn wir ganz ehrlich sind. Okay, hier ist so ein Zwiebellion irgendwie Nummer 1 hat, glaube ich, genau. Aber ziemlich gute Reihenfolge nach. Wow, okay, Nummer 8 fehlt hier. Aber schon mal dazu. Shelterra bei Nacht. Ja, so geht es momentan auch ein bisschen. Mega. Evo. Ja, hat einen Typus drauf. Ja, krass. Ledian. Molot. Sind wir schon bei Nummer 53, wa? Ja, gut. Talking. Ja, Freunde, würde mal sagen, so geht's dann weiter hier beim nächsten Mal. Zurück bei New Pokémon Snap. Mal gucken, wie weit wir dann kommen. Also gut, man kann natürlich auch jetzt so sehen. Ne? Wir haben jetzt nach 3 Folgen bereits knapp 40 Pokémon gesichtet. Das ist schon nicht allzu schlecht. He? Geht natürlich besser, wie immer. Aber allzu schlecht ist es auch nicht. So. Das aber so einmal für heute. Im nächsten Part also, wie es der Professor gerne so haben möchte. Sprich noch ein Foto von so einem Lumina-Kristall machen. Oder klappt das irgendwie. Und dann mal gucken, was uns so erwarten wird. Bis dahin. Ciao zusammen.